Ich habe mir mal meine Banane aus dem Anus operieren lassen, weil sie stecken geblieben ist. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist wieder mal soweit. Es gibt wieder mal Beichten, scheißegal. Von euch wollt ihr mir anonym auf Instagram stellen und ich bin absolut nicht ready für das. Ich habe die eine oder andere durchgelesen und habe gedacht so, no way, no way. Und ich glaube, wir würden gar nicht so viel labern, sondern wir fangen doch mit dem Video an. Let's go! Ich beichte, dass ich bei einem Date bei ihr daheim ihre Schwester hübscher gefunden habe als sie und nachher mich nicht mehr auf sie konzentrieren. It escalated quickly. Was? Escalated quickly? Wait. Nein. Nein. Du sagst mir nicht, dass... Nein, die Arme. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du nachher sie... Wir gehen einfach weiter zum nächsten. Ich beichte, dass ich mega lange einen Crush auf den Sedi hatte und jetzt, wo er eine Freundin hat, halb am Sterben bin. Ja! Sorry, not sorry. Ja. Ja, voll. Ich männlich 14 beichte, dass ich gekommen bin, wo ich meine Freundin umarmt habe. Geht das? Funktioniert das? Ist das biologisch her gesehen möglich? Ich glaube, ich bin jetzt kein Mann, so, ich weiß nicht, ob das funktioniert, also, egal. Und hat die Freundin das... Wir gehen einfach weiter. Ich habe Ali Berset sein Autogramm zum Schnupfen gebraucht. Okay, mehr Schweiz als das kann man glaube ich nicht sein. Jetzt hast du aber die Nase voll. Ja, ich glaube schon. Und absolute Ehre. Ich glaube, Ali Berset will sich richtig geehrt fühlen. Das stimmt überhaupt nicht, aber trotzdem vielen Dank. Ich habe mal richtig hart schiessen, habe aber weit und breit kein WC in der Nähe gehabt und dann habe ich in ein 5 Rappen Coop-Säckchen geschissen. Ja gut, wenn du keine andere Lösung hast und einen Sack vom Coop dabei hast, why not? So, ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte mich da nicht so öffnen. Also, ich weiß nicht, ob ihr jetzt versteht, was ich gerade sage, aber man muss sich doch irgendwie wohlfühlen. Man muss so in einer Ambiance sein, was stimmt, dass man sich konzentrieren kann. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich in ein Coop-Säckchen schiessen muss, ich glaube, das würde nicht laufen. Ich glaube, wortwörtlich, es würde nicht laufen. Ich, männlich 12, habe mit 11 meiner Mutter ihre Kreditkarte geklaut und für 600 Franken Sachen gekauft und nachher das als Hacker-Angriff verkauft. Wir haben alles wieder bekommen und mich haben es nie verwünscht. Okay, das ist ein anders heftiger Move. Es ist eigentlich schon heftig, überlege dir das mal. Und ich glaube, ich könnte nicht mit dem Gedanken leben, ich hätte so Angst, dass ich verwünscht werde. Ich will jetzt mal raten, dass in Zukunft nichts machen, sonst vielleicht nicht so mit Lehren und so finden. Bro, Alter, wenn die Familie das gerade sieht und die weiß genau, ja, 600 Stutz in unser Hacker geklaut wurde. RIP! Ich, männlich 17, beichte, dass ich mal einer auf den Rücken gespuckt habe und gesagt habe, ich bin gekommen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Okay, es tut mir jetzt leid, ich muss da kurz ein bisschen tiefer gehen. Checkt ihr das nicht? Also, keine Ahnung, also, ja, ich glaube, ich habe gerade Kopfkino, ich glaube, wir müssen da nicht tiefer gehen. Aber Real Talk, redet einfach mit euren Sexpartnern, wenn ihr keinen Bock mehr habt. Ich glaube, das ist ganz normal. Es ist nicht jedes Mal so, dass man den Akt erst so beendet, wenn man gekommen ist. Darum schämt euch nicht für das und ja, sagt einfach lol, ich habe keinen Bock mehr oder keine Ahnung was, als sie nachher belügen. Genauso umgekehrt bei Frauen, es bringt schlussendlich nicht, wenn der Partner das Gefühl hat, er macht etwas richtig, obwohl es euch entweder nicht gefällt oder ihr nicht kommen oder I don't know. Ich habe mir auch nicht jerkt, obwohl die Cousine im gleichen Zimmer am Schlafen war. Ich stelle mir gerade die Cousine vor, wie sie so dort hockt und eigentlich so tut, als würde sie schlafen und sie checkt's und sie bewegt sich einfach keinen einzigen Zentimeter. Boah, ich stelle mir das so unangenehm vor, ich will gar nicht in dieser Rolle sein. Hilfe! Erstens, wieso? Zweitens, wieso genau dann? Und drittens, wieso? Ich, männlich 19, beichte, dass ich mir meine Eichel im Reissverschluss eingeklemmt habe. Ja, es hat blutet. Ja, ich habe eine Woche lang Schmerzen gehabt. Nein, ich will es niemandem empfehlen. Ich bin zwar kein Mann, aber ich fühle mit dir. Ich fühle den Schmerz. Ich glaube, jeder kennt die Situation, wo die Mutter früher irgendwie im Kinski einem die Jacke zugemacht hat und dann da oben schön die Haut eingeklemmt hat mit einem Reissverschluss. Anderes Level Pain. Und darum, ich glaube, dort unten ist noch... oh shit, uff. Okay, ein RIP an dich an dieser Stelle. Ich hoffe, es ist alles wieder... Ja, gut. Ich, männlich 15, beichte, dass ich noch nie ein Mädchen umarmt oder geküsst habe und ich mich heftig dafür schäme, weil alle aus meiner Schule das schon mal gemacht haben. Kurzer Real Talk, es ist wirklich komplett scheißegal, was deine Kollegen gemacht haben, dein Umfeld, deine Schule, wie weit die schon sind. Es ist kein Wettrennen, vor allem liebe ich nicht. Vergleich dich überhaupt nicht mit anderen, es macht dich so schnell fertig. Ich meine, ich habe auch erst mit 18 das erste Mal gehabt und gefühlt alle meine Kolleginnen haben schon vorher das erste Mal gehabt. Darum, also es ist wirklich
komplett egal. Und ich glaube, das erste Mal oder der erste Kuss ist nochmal etwas anderes, weil für das musst du wirklich ready sein. Und wenn du das machst, einfach nur aus dem Druck wegen deinen Kollegen oder sonst irgendwie, weil du das Gefühl hast, du bist hinten drin oder I don't know, dann wird es nachher einfach nur noch schlimmer und irgendwie bereust es nachher. Und keine Ahnung, geniesse es doch, den ersten Kuss oder das erste Mal oder die erste Umarmung, whatever. Und es ist völlig egal, in welchem Alter es ist. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass es mit der richtigen Person ist und dass du dich wohlfühlst und dass du es machst, weil du es willst und nicht, weil es einfach irgendwie aus Druck ist wegen deinem Umfeld. Überleg dir einfach, wenn du allein auf dieser Welt wärst, wäre es dir auch komplett egal. Gut, dann könntest du auch niemandem umarmen oder ficken. Ja, ist egal. Ich beichte, dass ich für ein Zeitchen in meinen Cousin verliebt war. Well, okay. Wie? Ja gut, ich überlege mir jetzt so, wenn du zum Beispiel deinen Cousin irgendwie zum Beispiel erst so mit 18 kennenlernst oder I don't know, dann kannst du dich vielleicht schon in ihn verlieben. Aber ich glaube, so stelle ich mir schon weird vor, weil, yo, er ist irgendwie ein Viertel mit dir verwandt und das... Also ich will jetzt da niemandem zu nahe treten, vielleicht gibt es da aussen ja. Aber ja, ist eine tolle Sache, wirklich. Viel Glück. Ich beichte, dass ich nie meine Hände wasche nach dem Orgasmus. Ich finde dich mega hübsch, das ist der Fakt. Wo ist da der Zusammenhang? Okay, eigentlich will ich es gar nicht wissen, wo der Zusammenhang ist. What the fuck? Aber ja, danke fürs Kompliment. Ist lieb von dir. Und das Opern, das, lassen wir mal so stehen. Ich, männlich 15, habe mit einer so halt Nudes geschickt und bin nebenbei mit einer anderen am Schreiben gewesen. Und dann habe ich aus Versehen ein Dickpic ihr geschickt, aber es geht noch löschen. By the way, sie ist jetzt meine Freundin und ich bin fit. Okay. Erstens, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du geil bist, während du Bilder geschickt hast. Wieso hast du nebenbei mit einer anderen Person geschrieben? Also weird Effekt, aber schön, dass wir darüber geredet haben. Ich glaube, ich bin bi, weiss aber nicht, wie ich damit umgehen soll oder wie ich es jemandem sagen kann. Erstens mal, es ist komplett normal, schäme dich überhaupt nicht für das, wirklich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht gerade schwierig ist, irgendwie sich zu outen oder so. Also ich habe jetzt keine Erfahrung damit, aber ich glaube, es ist sicher einfach, wenn du dich einfach langsam immer mehr getraust, das Leute zu erzählen und vielleicht fängst du mal damit an, das deiner besten Kollegin, deinem besten Kollegen zu erzählen. Und ja, falls du irgendwie mit jemandem willst reden, den du jetzt nicht gerade direkt kennst, dann kannst du auch einfach mal Juventude anrufen und die helfen mega oft. Ich glaube, die kommen täglich so Anrufe über. Aber ja, wichtig ist vor allem einfach, sich jemandem anzuvertrauen. Das ist völlig egal, wer das ist. Und ich glaube dann, wenn du jetzt mal so die ersten Reaktionen gesehen hast, dann fällt es einem vielleicht auch einfacher, das dann mehreren Personen nachher anzuvertrauen. Und dann irgendwann ist es immer einfacher und dann getraust du dich einfach komplett zu outen und dann ist es auch für dich irgendwie mega einfach, darüber zu reden. Ich habe mir mal meine Banane aus dem Anus operieren lassen, weil sie stecken geblieben ist. Ich habe gerade so viele Fragen. Nein, ich will eigentlich keine Frage stellen. Aber eigentlich ist es wieder mal eine lustige Story. Ich will wissen, wie der Arzt reagiert hat. So, yo Bro, wie ist deine Banane so in dein Anus gekommen? Ah, easy. Also ich weiß es jetzt auch nicht. Ich gehe jetzt einfach nur davon aus, dass es gibt ja gefühlt eine Möglichkeit, oder? Wieso sollen wir das sonst machen? Aber ja, Operation. Ich hoffe mal, die Krankenkasse hat das übernommen. Übernimmt das eine Krankenkasse? Jetzt mal kurz Real Talk. Ja, und ich glaube, mit dem Fakt würde ich sagen, ist es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann gebt doch unbedingt einen Daumen nach oben. Vielleicht machen wir wieder mal einen dritten Teil. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und ganz wichtig, Glocken aktivieren. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was ist überhaupt mein Schluss, Bro? What the fuck, ich habe keinen Plan. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Ich bin eigentlich richtiger Opernsänger. Adi, du hast keine Chance gegen mich, ganz ehrlich.